4. Juni ass an der Press vill Rätsgewircht vum Blannenheim zu Rolling, dat well eng 30 Leiit reklaméiert hunn géint eng Rei Mëssstäden. Leiit, die do gewunt hunn, krute ke Besuch, konnten ihren Doktor net frei wählen an nach aner Probleme. Ma fir Reis vum OGBL stellt sich eigentlich froh, ass et iwwerhaupt nach normal, dat soviel Leiit mat Behënnerung oder eeler Leiit an Heimer, Foyeren oder sos Pflegestrukturen mussssen wohnen. Effektiv ass et oft Regel, dat d'Leiit net mi frei kënne wählen, wo se bei den Doktor ginn, wéi se opstinn, an Bett ginn, an freit Familielewen ass scho go net ze denken. Dobei gëtt et zanter 2011 eng UN-Konvention fir d'Rechter vu Leiit mat Behënnerung. Déi Konvention, die soll eigentlich sicherstellen, dat Leiit aufgrund von ihrer Behörnerung net an ihren Freiheiten angeschränkt gin. An Dach als dawer an den Institutionen so, dat ganz oft Leiit eichter ausgeliefert sinn, dat Leiit am Fong alles mussen erdrohen, wat eben geschieht. Dabei garantiert die UN-Behindertenrechtskonvention Recht op Autonomie an Inklusion. Das beinhaltet natürlich auch bei Verhindern von Fällen, die in Lo kann wirklich als Misshandlung bezeichnen. Aber es soll auch sicherstellen, dass Leute wirklich ihr Leben individuell können gestalten, auch ein Familienleben haben, eng Privatsphäre an alles, was dazu gehört. Wie der Patrick richtig erklärt hat, sind da eine Reihe Missstände gewirrscht am Blannenheim, wo effektiv Ungehöriger von den Bewohnern sich beschwert hatten. Muss ich leider direkt feststellen, dass das nicht ein Einzelfall ist. Wir sind als Departement des Travailleurs Handicapés vom OGBL regelmäßig kontaktiert von Membern oder von ihren Familienangehörigen, weil effektiv Leute an den Institutionen nicht an ihre Rechte kommen. Das können Fälle sein, die bis zu Gewalt gehen. Wir haben auch schon leider einen Fall vertreten, wo körperliche Gewalt und Usagen ausgeübt gehen ist. Das sind aber zum Glück nicht immer gerade so gravante Fälle. Es sind auch Sachen, wo es einfach darum geht, dass Personen einfach kein Machtspruchrecht haben, wo einfach über ihrem Kopf was dezidiert wird. Das ist natürlich im Vergleich zu Gewalt wesentlich minder gravant. Aber wenn ihn am Alltag behandelt wird, wie wenn ihn ein kleines Kind wäre, ist das natürlich aber trotzdem eine Sache, die an unserer Gesellschaft zu Lützeburg nicht mehr dürfen sein. Über daraus hat der Patrick auch richtig angeschwärzt, dass sowieso so Missstände nicht mehr dürfte sein, allein durch die UN-Konvention von der Rechte von den Leuten mit Behinderung, die am Anfang eine ganze Reihe Sachen festsetzen, die an auch Lützeburg obligiert anzuhalten, wo ein behinderter Mitmenschen, egal ob er an einer Institution lebt oder ob er daheim lebt, sollte können genau gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben wie eben ein nicht behinderter Mensch. Die Situation an den Institutionen ist aber nicht so. Natürlich wäre es optimal, dass es gar keine Institutionen mehr geben. Patrick hat das auch geschwärzt, als das überhaupt noch normal, dass in heutzutage quasi keine andere Choix hat, wir müssten an einem Foyer zu leben, auch wenn ihn das nicht will. Und wir hoffen, dass irgendwann der Tag wird kommen, wo tatsächlich Alternativen angeboten gehen für die Leute, dass sie mit eventueller persönlicher Assistenz, wie das im Ausland geht, eben können auch an ihrem eigenen Zuhause leben. Solange das aber nicht der Fall ist, also extrem wichtig, dass innerhalb von den Institutionen verschiedene Sachen einfach von Grund aus respektiert gehen. Und das ist erstens einmal Mitspracherecht, eine Ansicht an seine medizinischen Akten,
Dann natürlich auch ganz klar der Respekt von der Person an von seinem Plan individuell de vie, den will aufstellen. Dann also auch einfach Großzeit, dass abgehalten wird, die behinderte Person wie eine kleine Kanze behandeln, die quasi unter Hand muss geholt gehen und muss dezidiert gehen von A bis Z, wie sein Jahresauflauf soll ausgesehen. Und dafür haben wir eine ganze Reihe Revendikationen, die wir stellen. Erstens einmal gibt es einfach Zeit, dass an alle Institutionen, an der Verwaltungsrat, die Leute, die direkt betroffen sind, das ist Usagen, Bewohner oder Salarien von den Atelier Protégés, daran vertraut sind. Dann, einfach für equitabel zu sein, sollen auch Personalmembern an den Verwaltungsräten in Zukunft mit daran vertraut sind, weil auch Personal hat nicht einfach an der heutigen Zeit an den Institutionen ihrer Arbeit gerecht zu gehen. Oft sind sie komplett unterbesetzt. Da könnt ihr mit dem chronischen Unterbesetzt sein, oft natürlich Situationen, dass Krankenscheine vorkommen oder Congésperioden, was mit sich bringt, dass Personal dann noch an einer geringeren Zahl muss das Pensum von Arbeit erledigen, wo sie schon von vier ran nicht so genug Personal sind. Und das alles möchte natürlich sagen, nicht mehr einfach. Und am Schlussstrich sind wir dann in einer Situation, wo er dann am Fond geholt quasi nur noch das Minimum und Soins oder Aktivitäten der Leute kann anbieten an die elementarsten Sachen, die nicht mehr können garantiert sind. Das heißt, auch Personal muss also in Zukunft ein Mitspracherecht kriegen, also auch eine Vertretung am Verwaltungsrat. Und dann natürlich Ruhegehöriger. Das ist gerade so wichtig, eben auch für die Institutionen, wo vielleicht Leute Usager sind, die eventuell eine Mentalbeeinträchtigung haben oder eine stark psychische Erkrankung haben, an sich selber vielleicht eben nicht können so gut repräsentieren oder verteidigen. Und da sollen sie dann also von extern die nötige Unterstützung können kriegen, für aber dass hier Stimmen gehört wird. Dann an Situationen, gerade wie zum Beispiel beim Covid-19, wo dann Pläne müssen abgestaltet gehen für die Sicherheit von den Bewohnern zu garantieren an den Hemen. Also extrem wichtig, dass das nicht an einer nächsten Kehr so passiert, wie das Kehr passiert, wo dann einfach von oben auf eine Direktion irgendwelche strikt Regeln ansetzt, wo quasi die elementarsten Menschenrechte ignoriert gehen, die weit über das herausgeht, wie der Rest von der Population und Einschränkungen gekriegt hat, ohne dass die behinderten Leute überhaupt mit konnten am Anfang und der Diskussionen an der Schaffung von den Plänen mitschaffen. Dann wollen wir aber auch ganz klar, dass das Ministerium abhält, seine Politik de l'Autruche zu spielen und zu behaupten, sie hätte keine Responsabilitäten und giffen hier wohl nicht daran gesehen, einen Abblick zu holen, wie an den Häusern geschafft gehen. Erstens mal ist das nicht der Realität entsprechend. Alle Institutionen hier im Land, die eine Konvention haben mit dem Staat, die also Suche kriegen, all Jahres an Millionen Hecht für können zu funktionieren, kriegen die nicht einfach so ohne Konditionen. Die Konventionen sind an den Agreement gebunden, das heißt ganz klare Konditionen, die die Institutionen müssen erfüllen, für überhaupt eben die Konvention zu kriegen. Momentan beschränken sich die Konditionen hauptsächlich auf gewisse Normen, wie Gebäude müssen gebaut sein, Sicherheitsnormen, Personalschlüssel und so weiter. Es wird aber effektiv dort nicht geguckt, wie eben den Alltag und Leben von den Bewohnern ausgesehen soll. Da muss in Zukunft einfach ganz klar auch eben Konditionen draufstehen, dass die UN, Menschenrechtskonvention für Leute mit Behinderung, einfach eine Festkondition muss sein, dass an den Konzepten von den Institutionen das Hauptpriorität ist, die Umsetzung von der UN-Konvention. An dem Moment kann in den Agreement kriegen und dann eben auch die finanzielle Unterstützung. Die Institutionen, die sich nicht an Spielregeln wollen halten, dürfen dann auch nicht mehr finanziell vom Argent public unterstützt gehen. Das Ministerium hat da auch eine unehrliche Attitüde, wenn sie sagen, sie geben sich nicht an Privatgeschäfte anmischen quasi. Weil die Agreements, die heutzutage gehen, und die Konventionen, die aufgeschlossen gehen, da wird wohl all Jahre eine Kontrolle fiskal gemacht vom Ministerium aus. Das heißt,
Die Minister hält sich vollrecht an Häuser gucken zu gehen, ob effektiv das Geld dann den Konditionen, wie sie festgesagt haben, auch richtig verwaltet gehen oder nicht. Dementsprechend ist es schon nicht neutral. Und dafür verstehen wir auch nicht, wo das Problem so sein, dass das einfach ausgebreitet wird und nicht nur geguckt wird, wo das Geld dann an was für einem Budget angesagt wird, aber dass eben auch garantiert wird, dass eben die Rechte von den Leuten, die da wohnen, respektiert gehen und dass die Qualität de vie so nah wie möglich von einem anderen Bürger eben gleichkommen. Wir werden an den kommenden Wochen das Sujet weiter trätieren. Wir werden noch gucken, für Interviewen mit den kompetenten Ministern zu kriegen. Wir werden als das auch nicht als Ping-Pong-Ball malträtieren lassen, wo wir von einem Minister an den anderen geschickt gehen, weil angeblich den einen nicht kompetent ist für die Frage und dann sollen sie schon den anderen richten. Wir werden am Fungol quasi eine Table ronde wollen organisieren, wo sämtliche Ministerin, die das Sujet unter sich haben, Sécurité sociale, für die Assurance Dépendance, Ministère de la Famille, dann aber auch das Ministère du Travail für das Atelier Protégé oder das Atelier d'Inclusion, wie sie das heutzutage nennen. Alle Guten dann nur durchsehen und wo wir dann wirklich konkret können, nicht mit Karten machen. Merci für den Aufmerksamkeit.